Sie kam jeden Tag mit denselben kaputten Schuhen zur Arbeit. Niemand sah sie wirklich. Aber der Millionär tat es. Tag für Tag, ganz still, fiel es ihm auf, und eines Tages tat er etwas, das niemand erwartet hatte. Was danach geschah, verschlug ihr die Sprache. Valentina drückte die schwere Glastür des Villarreal Towers in Zürich auf. Es war 10 Uhr abends. Der Sicherheitsmann am Empfang blickte nicht einmal auf. Seit 5 Monaten arbeitete sie nun hier, und noch immer war sie unsichtbar. Eigentlich war es ihr ganz recht so. Weniger Fragen, keine mitleidigen Blicke. Niemand, dem ihre Schuhe auffielen. Sie ging den langen Gang entlang zur Putzkammer, wo die Reinigungsmittel gelagert wurden. Ihre Turnschuhe machten bei jedem Schritt ein seltsames Geräusch auf dem Boden. Die linke Sohle hatte sich fast vollständig gelöst. Jeder Schritt war eine stumme Erinnerung an alles, was sie verloren hatte, an alles, was sie noch immer schuldete, aber es waren die einzigen Schuhe, die sie besaß, und für die nächsten Monate würden es auch die einzigen bleiben. In der Putzkammer roch es scharf nach Chlor und Reinigungsmitteln. Valentina zog sich ihre blaue Arbeitskleidung über, band ihr Haar zu einem hohen Pferdeschwanz zusammen und begann, ihren Wagen mit Mops, Putzmitteln und Müllsäcken zu beladen. Die Routine jeder Nacht. Sie begann am 15. Stock und arbeitete sich bis zur Lobby vor. 6 Stunden Arbeit. 6 Stunden, in denen sie für alle Luft war. Sie stieg in den Personallift. Die Türen öffneten sich am 15. Stock und Valentina schob ihren Wagen auf den Gang. Leere Büros, aufgeräumte Schreibtische, dunkle Bildschirme. Hier arbeiteten tagsüber wichtige Leute. Menschen mit akademischen Titeln und Gehältern, von denen sie nicht einmal zu träumen wagte. Menschen, die an ihr vorbeigingen, ohne sie wahrzunehmen. Sie begann, die Papierkörbe zu leeren. Zerknittertes Papier, Essensverpackungen, weggeworfene Kaffeebecher. Abfall verriet oft mehr, als die Menschen dachten. Valentina hatte gelernt, ganze Lebensgeschichten aus dem zu lesen, was weggeworfen wurde. Teure Restaurantbelege, Quittungen von Luxusboutiquen, hastig hingeworfene und wieder verworfene Liebesbriefe, Entwürfe für Kündigungen, die nie eingereicht wurden. Jeder hatte seine Geheimnisse. Sie wischte jeden Schreibtisch sorgfältig ab, nicht weil man ihr dafür mehr bezahlte, sondern weil ihr Vater sie gelehrt hatte, dass ehrliche Arbeit das Einzige war, was einem niemand nehmen konnte. Auch wenn sie sonst nichts mehr besaß, ihren Stolz und ihre Würde, behielt sie. 3 Stunden verbrachte sie in den oberen Etagen. Um 1 Uhr nachts fuhr sie hinunter in die Etage der Geschäftsleitung. Hier wirkte alles eleganter. Edler Parkettboden statt Teppich, Designermöbel, moderne Kunst an den Wänden. Hier roch Geld anders. Sie erreichte das größte Büro am Ende des Flurs. Ein dezentes Schild an der Tür verriet den Namen. Sebastian Villarreal, CEO. Valentina hatte dieses Büro schon 100-mal gereinigt, aber den Besitzer hatte sie noch nie gesehen. Er arbeitete zu ungewöhnlichen Zeiten. Oder vielleicht war sie einfach nur so unsichtbar, dass er sie nie bemerkt hatte. Sie öffnete die Tür und trat ein. Ein riesiger Schreibtisch aus dunklem Holz, bodentiefe Fenster mit Blick auf die Lichter von Zürich. Bücherregale voller Bände, die wahrscheinlich mehr kosteten als ihre Monatsmiete. Eine Welt, die so meilenweit von ihrer eigenen entfernt war. Während sie Staub wischte, fragte sie sich, wie es wohl sein musste, so zu leben. Ohne Geldsorgen, ohne kaputte Schuhe, ohne Schulden, die einem am Nacken saßen. Um 3 Uhr nachts war sie mit der Chefetage fertig. Es blieben noch 2 Stockwerke und die Lobby. Ihr Körper schmerzte. Ihre Füße brannten in den kaputten Schuhen, aber sie durfte nicht aufhören. Sie brauchte diesen Job, jeden einzelnen Franken. Sie fuhr in den 3. Stock. Mehr Büros, mehr Abfall, mehr fremde Leben, die sie sauber hielt, ohne ein Teil davon zu sein. Um 5 Uhr morgens erreichte sie schließlich die Lobby. Das war ihr liebster Teil der Arbeit, denn es bedeutete, dass Feierabend in Sicht war. Mit gleichmäßigen, weit ausholenden Bewegungen wischte sie den Marmorboden. Das Gebäude erwachte langsam zum Leben. Die automatischen Lichter schalteten sich nach und nach ein. Bald würden die ersten Angestellten eintreffen. Sie war fast fertig, als sie hörte, wie sich die Eingangstür öffnete. Es war erst 5:30, viel zu früh für die meisten Mitarbeiter. Valentina blickte auf und sah einen Mann am dunklen Anzug eintreffen. Er war groß, hatte dichtes, dunkles Haar und strahlte eine natürliche Autorität aus. Er bewegte sich wie jemand, dem dieses Gebäude gehörte, was wohl auch der Fall war. Der Mann ging an ihr vorbei, ohne sie eines Blickes zu würdigen. Valentina senkte automatisch den Kopf, Unsichtbarkeit aktiviert. Sie wischte einfach weiter, als wäre sie nicht da. Sie hörte seine Schritte in Richtung der Lifte verhallen. Das wiederholte sich von nun an jeden Morgen. Der Mann kam pünktlich um 5:30. Er ging an ihr vorbei, während sie die Lobby reinigte. Mittlerweile fielen Valentina Details auf. Er trug eine Aktentasche aus feinstem Leder, eine Uhr, die selbst am fahlen Morgenlicht glänzte,
und einen maßgeschneiderten Anzug. Das war jemand von ganz oben. Beim dritten Mal wusste sie genau, wer er war. Sebastian Villarreal, der Eigentümer des Gebäudes, dessen Büro sie jede Nacht putzte. Er kam immer zur gleichen Zeit, wenn das Gebäude noch leer war und nur sie ihren Dienst beendete. Und er sah sie kein einziges Mal an. Wochen vergingen und die Routine festigte sich. Valentina putzte, Sebastian kam an. Sie kreuzten sich in der Lobby. Er ignorierte sie. Sie tat so, als bemerke sie ihn nicht. Zwei Menschen am selben Raum, die in völlig unterschiedlichen Welten lebten, bis sich eines Morgens alles änderte. Valentina wischte gerade den Boden der Lobby, als Sebastian wie gewohnt eintrat. Doch diesmal stolperte er leicht, als er an ihr vorbeigehen wollte. Er hielt inne, blickte nach unten und zum ersten Mal seit 2 Monaten trafen sich ihre Blicke. »Entschuldigung«, sagte er mechanisch. Er sah nicht wirklich sie an, sondern den feuchten Boden. »Verzeihung«, flüsterte Valentina und senkte den Blick. Sebastian nickte kurz und ging weiter. Doch kurz vor den Liften hielt er inne. Er drehte sich um und sah sie nun wirklich an. Valentina spürte seinen prüfenden Blick auf sich ruhen. Sie konzentrierte sich ganz auf ihren Mob und tat so, als merke sie nichts. Dann hörte sie, wie seine Schritte wieder näher kamen. Ihr Herz schlug plötzlich schneller. »Entschuldigen Sie bitte«, sagte Sebastian, der nun direkt vor ihr stand. Die Höflichkeit gebot es ihr, aufzublicken. »Guten Morgen«, erwiderte sie mit neutraler Stimme. Sebastian deutete auf ihre Füße. Ihre Schuhe sind kaputt. Es war keine Frage, sondern eine direkte Feststellung. Valentina spürte, wie ihr die Hitze in den Nacken stieg. »Ich weiß, Herr Villarreal.« Sebastian zog leicht die Augenbrauen zusammen. »Warum kaufen Sie sich keine neuen?« Die Frage traf sie wie ein Schlag. Nicht aus Bosheit gestellt, sondern aus einer tiefen, unbewussten Ignoranz heraus. Dieser Mann verstand offensichtlich nicht, dass der Kauf neuer Schuhe für Menschen wie sie keine spontane Entscheidung war. »Ich kann mir das am Moment nicht leisten«, antwortete Valentina mit fester Stimme. Sebastian musterte sie schweigend. »Wie viel kosten denn Schuhe?« Valentina blinzelte überrascht. »Das kommt darauf an. Ein anständiges Paar vielleicht 100 Franken. Sebastian griff in seine Sakkotasche und zog seine Brieftasche heraus. Valentina spürte, wie Demütigung in ihr aufstieg. »Nein bitte, Herr Villarreal.« Doch Sebastian zog bereits 200er-Noten heraus. »Hier, nehmen Sie das und kaufen Sie sich neue Schuhe. So können Sie nicht arbeiten.« Er hielt ihr das Geld entgegen. Valentina starrte auf die Scheine. 200 Franken, die sie so dringend gebraucht hätte. 200 Franken, die ihr akutes Problem sofort gelöst hätten. Aber diese 200 Franken würden auch genau das bestätigen, was dieser Mann in ihr sah. Eine arme Putzfrau, die auf Almosen angewiesen war. »Nein, danke, Herr Villarreal«, sagte Valentina ruhig, »aber bestimmt.« Sebastian hob erstaunt die Augenbrauen. »Wie meinen Sie das? Nein, Sie brauchen doch offensichtlich neue Schuhe.« »Ja, das tue ich«, antwortete Valentina, und in ihrer Brust stieg ein vertrautes Feuer auf. »Aber nicht so.« Sebastian blickte sie verständnislos an. »Ich verstehe nicht.« Valentina umklammerte den Stiel ihres Mobs ein wenig fester. »Mit allem Respekt, Herr Villarreal, Sie kennen mich nicht. Sie wissen nicht, warum ich diese Schuhe trage oder was sie für mich bedeuten. Mir einfach so Geld anzubieten, ist keine echte Hilfe. Es ist herablassend.« Ein schweres Schweigen legte sich über die Lobby. Sebastian steckte das Geld langsam wieder weg. Niemand sprach so mit ihm. Man sah ihm die Überraschung an, vielleicht auch einen Funken Stolz, aber vor allem Neugierde. »Ich wollte Sie nicht beleidigen«, sagte er schließlich leise. »Ich wollte nur helfen.« »Ich weiß«, erwiderte Valentina, »aber ich brauche kein Mitleid. Ich brauche nur meinen gerechten Lohn für meine Arbeit. Den Rest regle ich selbst.« Sebastian nickte langsam. »Ich verstehe. Entschuldigung.« Ohne ein weiteres Wort drehte er sich um und ging zum Lift. Valentina sah ihm hinterher und spürte, wie ihre Beine zitterten. Sie hatte gerade 200 Franken abgelehnt, die sie dringend benötigte. Und sie hatte dem Eigentümer des Gebäudes die Meinung gesagt, wahrscheinlich war sie ihren Job los. Aber sie konnte es nicht annehmen. Nicht so, nachdem sie monatelang Schulden abbezahlt hatte, die ein anderer ihr eingebrockt hatte. Jeder verdiente Franken war hart erarbeitet. Und das Einzige, was ihr noch blieb, war ihre Würde. Diese kaputten Schuhe waren ihre stumme Mahnung, ihr Versprechen an sich selbst. Nie wieder würde sie von jemandem etwas annehmen, das an unausgesprochene Bedingungen geknüpft war. Nie wieder würde sie blind vertrauen. Mit zitternden Händen beendete sie ihre Arbeit in der Lobby, räumte ihre Sachen weg, zog sich um und verließ das Gebäude. Sie hoffte inständig, dass es nicht das letzte Mal gewesen war. Sie brauchte diesen Job dringend. Als sie am nächsten Abend zur Arbeit kam, rechnete sie fest mit ihrer Kündigung. Doch nichts geschah. Der Sicherheitsmann ließ sie wie gewohnt Einlass, und sie putzte die Büros wie immer. Am nächsten Morgen um 5:30 kam Sebastian wieder an. Er ging an ihr vorbei, sagte nichts und sah sie nicht einmal an.
Valentina spürte Erleichterung, aber auch eine leise, seltsame Enttäuschung. Hatte sie insgeheim etwas erwartet? Sie wusste es selbst nicht. Die folgenden Tage verliefen nach demselben Muster. Sebastian kam an, Valentina putzte. Sie liefen aneinander vorbei, ohne ein Wort zu wechseln. Aber etwas war anders geworden. Wenn er an ihr vorbeiging, spürte sie seinen Blick aus dem Augenwinkel. Schnell, prüfend, als ob das Gespräch in seinem Kopf noch immer nachwirkte. Eine Woche später reinigte Valentina gerade wieder die Lobby, als Sebastian eintrat. Diesmal hielt er 2 Pappbecher in den Händen. Er blieb vor ihr stehen und streckte ihr einen entgegen. »Das ist kein Geld«, sagte er ruhig, »nur ein Kaffee.« Valentina blickte auf den Becher. »Ich weiß nicht, ob ich das annehmen sollte, Herr Villarreal.« »Es ist an keine Bedingungen geknüpft«, erwiderte er. »Ich dachte nur, Sie könnten um diese Uhrzeit genauso gut etwas Koffein gebrauchen wie ich.« Valentina nahm den Becher zögernd entgegen. »Danke.« Sebastian nickte. »Wie heißen Sie eigentlich?« »Valentina.« »Und Sie sind Herr Villarreal.« Sebastian lächelte schwach. »Sebastian ist völlig ausreichend.« Valentina nahm einen Schluck. Der Kaffee war perfekt. Heiß, stark, genau das, was sie jetzt brauchte. Sebastian stand einen Moment unschlüssig da, als wüsste er nicht, was er sagen sollte. Schließlich brach er das Schweigen. »Ich musste viel über das nachdenken, was Sie wegen der Schuhe gesagt haben. Sie hatten recht. Ich kenne Sie nicht. Es war arrogant anzunehmen. Ich könnte Ihr Problem einfach mit Geld lösen.« Valentina spürte, wie die Anspannung in ihrer Brust etwas nachließ. »Es war keine Arroganz, Herr Sebastian. Es war einfach das Privileg von jemandem, der nicht wissen muss, dass kaputte Schuhe für manche von uns eine ganz bewusste Entscheidung sind.« Sebastian runzelte die Stirn. »Eine bewusste Entscheidung.« Valentina nickte. »Diese Schuhe erinnern mich täglich daran, dass ich der falschen Person vertraut habe. Sie erinnern mich an die Schulden, die nicht meine waren und die mich fast alles gekostet hätten. Sie sind meine Mahnung, nie wieder naiv zu sein.« Sebastian blickte sie schweigend an. In seinen Augen lag etwas, das Valentina nicht ganz einordnen konnte. Respekt vielleicht. Oder tiefes Verständnis. »Wie hoch sind die Schulden?« fragte er leise. Valentina stutzte. »Wie bitte? Die Schulden? Wie viel fehlt noch?« Valentina umklammerte ihren Becher. »Warum wollen Sie das wissen?« »Weil ich es verstehen möchte. Wenn Sie meine Hilfe schon ablehnen, möchte ich zumindest begreifen, warum es Ihnen so wichtig ist, diesen Weg ganz allein zu gehen.« »Es waren 12.000 Franken«, antwortete Valentina leise. 8.000 habe ich bereits abbezahlt. Es fehlen noch 4.000. Wenn alles gut läuft, bin ich in 8 Monaten schuldenfrei.« Sebastian stieß einen leisen Pfiff aus. »Das ist eine stolze Summe.« Valentina nickte. »Deshalb die kaputten Schuhe. Jeder freie Rappen fließt in die Tilgung dieser Schulden. Erst wenn der letzte Franken bezahlt ist, kaufe ich mir neue Schuhe. Keine Sekunde früher.« Sebastian musterte sie aufmerksam. »Ist das eiserne Disziplin oder schlichte Sturheit?« »Wahrscheinlich eine gesunde Mischung aus beidem«, erwiderte Valentina mit einem angedeuteten Lächeln. Auch Sebastian musste lächeln. »Das glaube ich gern.« Sie blieben noch eine Weile schweigend nebeneinander stehen, tranken ihren Kaffee in der leeren Lobby, während draußen über der Stadt langsam der Tag anbrach. Aus dem morgendlichen Kaffee wurde bald eine feste Gewohnheit. Sebastian kam um 5:30 mit 2 Bechern. Valentina stellte ihren Mopp beiseite. Sie setzten sich auf die Holzbänke nahe der großen Glasfront und unterhielten sich, während die Stadt erwachte. 15, manchmal 20 Minuten. Nie länger, denn Sebastian hatte Termine und Valentina musste ihre Schicht beenden. Doch in diesen kurzen Augenblicken geschah etwas Seltsames. Sebastian war nicht mehr der wohlhabende CEO und Valentina nicht mehr die unsichtbare Putzfrau. Sie waren einfach 2 Menschen, die bei einem Café über alltägliche Dinge sprachen. Das Wetter, die Nachrichten, kleine Anekdoten. Eines Morgens fragte er sie, woher sie stammte. Valentina erzählte ihm vom Wallis. Von ihrem Vater, der sein Leben lang als Automechaniker geschuftet hatte. Von ihrer Mutter, die auf dem Wochenmarkt einheimische Spezialitäten verkaufte. Und von ihrem Entschluss, nach Zürich zu ziehen, um sich eine bessere Zukunft aufzubauen. Nur um kurz darauf bitter enttäuscht zu werden. Sebastian hörte aufmerksam zu. Er unterbrach sie nie, bot keine schnellen Lösungen an, sondern nahm ihre Worte einfach auf. Das war ungewohnt für Valentina. Wohlhabende Menschen wollten Probleme meistens sofort lösen, als wären es einfache Rechenaufgaben. An einem anderen Morgen erzählte Sebastian von seiner Arbeit in der Unternehmensberatung. Er half großen Firmen, ihre internen Prozesse zu optimieren. Valentina verstand die Hälfte der Fachbegriffe nicht, aber sie mochte es, ihm zuzuhören. Seine Stimme verriet echte Leidenschaft für das, was er tat. Es ging ihm nicht nur ums Geld, sondern darum, etwas Bleibendes aufzubauen. »Und Sie?« fragte Sebastian an einem dieser Morgen vorsichtig.
Wollten Sie schon immer in der Reinigung arbeiten? Die Frage klang nicht herablassend, sondern ehrlich interessiert. Valentina schüttelte den Kopf. Ich habe 2 Jahre Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Rechnungswesen studiert. Aber ich habe das Studium abgebrochen, als ich jemanden kennengelernt habe. Er überzeugte mich davon, dass Liebe wichtiger sei als Diplome. Das war ein schwerer Fehler. Sebastian schwieg einen Moment. Derjenige, der Ihnen die Schulden hinterlassen hat. Valentina nickte stumm. Er hat Kredite auf meinen Namen aufgenommen. Als die Gläubiger vor der Tür standen, war er über Nacht verschwunden. Handy ausgeschaltet, weg war er. Wahrscheinlich in einer anderen Stadt. Und ich blieb auf 12.000 Franken Schulden sitzen, von denen ich keinen einzigen Rappen selbst ausgegeben hatte. Das ist Betrug, sagte Sebastian mit harter Stimme. Sie hätten ihn anzeigen müssen. Valentina lachte freudlos auf. Mit welchem Geld, Sebastian? Anwälte sind teuer, Verfahren ziehen sich in die Länge. In der Zwischenzeit laufen die Zinsen weiter. Es war einfacher, die Zähne zusammenzubeißen, zu arbeiten und die Schuld Schritt für Schritt zu tilgen. Sebastian verstand. Die Wochen vergingen und ihre Gespräche wurden persönlicher. Er erzählte ihr von seiner Scheidung vor 2 Jahren. Keine Kinder. Seine Ex-Frau hatte die Villa am Zürichberg behalten. Ihm blieben die Firma und das Gefühl des Scheiterns, das auch alles Geld der Welt nicht lindern konnte. Deshalb kam er so früh ins Büro. Ein leeres Penthouse war am frühen Morgen schwerer zu ertragen als ein leeres Büro. Valentina begriff, sie waren beide auf ihre Weise einsam. Er in seiner Luxuswohnung, sie in ihrem kleinen WG-Zimmer mit Gemeinschaftsbad. Einsamkeit machte keinen Unterschied zwischen den sozialen Schichten. Einen Monat nach ihrem ersten gemeinsamen Kaffee überraschte Sebastian sie mit einem Vorschlag. Er fragte sie, ob sie nicht Lust hätte, einmal einen echten Kaffee in einem Café zu trinken. Ganz normal tagsüber, nicht um 6 Uhr morgens in einer zugigen Lobby. Valentina zögerte. Das klang verdächtig nach einem Date, und dafür fühlte sie sich nicht bereit. Nicht mit einem Mann wie ihm, nicht bei diesen offensichtlichen Unterschieden zwischen ihren Welten. Ich möchte die Dinge nicht verkomplizieren, sagte sie ehrlich. Sebastian nickte verständnisvoll. Es ist kein Date, nur ein Kaffee unter Freunden. Haben Sie denn keine Freunde, Valentina? Sebastian lächelte wehmütig. Ich hatte welche. Aber nach der Scheidung stellte sich heraus, dass es eigentlich immer die Freunde meiner Ex-Frau gewesen waren. Dieses ehrliche Eingeständnis berührte Valentina. Einverstanden. Ein Kaffee unter Freunden. Wann denn? Sebastian zückte sein Telefon. Wann haben Sie Ihren freien Tag? Valentina blinzelte. Ich habe keine freien Tage. Unter der Woche putze ich hier nachts. Tagsüber reinige ich 2 private Haushalte. Und am Wochenende wasche und bügle ich die Wäsche für andere Leute. Ich brauche jeden Franken für die Raten. Sebastian sah sie fassungslos an. Wann schlafen Sie überhaupt? Valentina zuckte mit den Schultern. 4, vielleicht 5 Stunden, wenn ich Glück habe. Das reicht völlig. Sebastian steckte sein Telefon langsam wieder weg. Das ist kein Leben, Valentina. Das ist reines Überleben. Sie sah ihn direkt an. Es ist das Leben, das ich am Moment habe, Sebastian. Nicht jeder von uns hat das Privileg, sich freie Tage und gemütliche Kaffees am Nachmittag leisten zu können. Es lag keine Bitterkeit in ihrer Stimme, nur die nackte Realität. Sebastian schien es zu verstehen. Er drängte sie nicht weiter, doch in seinem Blick lag nun eine tiefe Nachdenklichkeit. Am nächsten Morgen brachte Sebastian nicht nur wie gewohnt den Kaffee mit, sondern auch eine blaue Dokumentenmappe. Er legte sie auf die Bank zwischen sie. »Was ist das?« fragte Valentina misstrauisch. Sebastian nahm erst einen Schluck, bevor er antwortete. »Ich habe mich mit unserer HR-Abteilung unterhalten. Wir haben eine offene Stelle in der Buchhaltung, Einstiegslevel, geregelte Arbeitszeiten von 9 bis 17 Uhr, Wochenenden frei. Das Gehalt liegt bei 500 Franken am Monat.« Valentinas Herz machte einen Satz. Sie öffnete die Mappe. Stellenbeschreibung, Anforderungen, Sozialleistungen, alles schwarz auf weiß. Es war so verlockend. Doch nach einem Moment schloss sie die Mappe wieder. »Das kann ich nicht annehmen.« »Und warum nicht?« fragte Sebastian enttäuscht. »Weil Sie mir diese Stelle anbieten. Das ist reine Begünstigung, nicht aufgrund meiner Leistung.« Sebastian schüttelte den Kopf. »Ich gebe dir lediglich die Information, dass diese Stelle frei ist. Wenn du dich bewirbst, durchläufst du das ganz normale Verfahren bei der Personalabteilung. Interviews, Fachprüfungen, die Bewertung durch HR. Ich werde mich da nicht einmischen. Wenn sie dich einstellen, dann nur, weil du gut genug bist. Wenn nicht, hast du es zumindest versucht.« Valentina suchte in seinen Augen nach einem Haken, fand aber nur ehrliches Wohlwollen. »Warum tun sie das für mich? Weil du Betriebswirtschaft studiert hast. Weil du dein Potenzial beim Putzen vergeudest. Obwohl du deinen Verstand einsetzen könntest. Weil du die Chance verdient hast, aus diesem Teufelskreis auszubrechen.« Valentina spürte, wie ihr die Tränen in die Augen schossen. Sie schluckte sie mühsam hinunter.
Und wenn ich die Prüfungen nicht bestehe, dann putzt du eben vorerst weiter hier. Und ich bringe dir weiterhin jeden Morgen deinen Kaffee, antwortete Sebastian sanft. Daran ändert sich gar nichts. Valentina nahm die Mappe an sich. Ich werde darüber nachdenken. Lass dir Zeit, sagte Sebastian. Aber denk daran, die einzigen Voraussetzungen sind Vorkenntnisse am Rechnungswesen. Und die hast du definitiv. In dieser Nacht konnte sich Valentina kaum auf ihre Arbeit konzentrieren. Immer wieder las sie die Stellenbeschreibung durch. Debitorenbuchhaltung, Bankabstimmungen, Monatsberichte, all das hatte sie gelernt. All das, was sie damals leichtfertig aufgegeben hatte. 3 Tage lang wog sie ihre Optionen ab. Schließlich fragte sie sich, was habe ich eigentlich zu verlieren? Sie reichte ihre Bewerbung per E-Mail bei der Personalabteilung ein. Sie erwähnte Sebastian mit keinem Wort und gab ihn auch nicht als Referenz an. Sie bewarb sich als ganz normale externe Kandidatin. Eine Woche später schrillte ihr Telefon. Das erste Vorstellungsgespräch wurde für den folgenden Donnerstag vereinbart. Eine Mischung aus Vorfreude und nackter Angst machte sich in ihr breit. Sie bat ihre Reinigungsteamleiterin um Erlaubnis, an diesem Donnerstag etwas später zur Arbeit erscheinen zu dürfen und erfand einen Zahnarzttermin als Ausrede. Sie wollte noch nichts verraten. Am Donnerstag um 2 Uhr nachmittags betrat sie das Gebäude durch den Haupteingang, nicht durch den Personaleingang für das Reinigungspersonal. Es war ein seltsames Gefühl. Der Sicherheitsmann verlangte ihren Ausweis, glich ihn am System ab und händigte ihr einen Besucherausweis für den 8. Stock aus. HR. Valentina fuhr am Hauptlift nach oben. Alles wirkte anders aus dieser Perspektive. Das Gebäude, das sie sonst nur nachts am Halbdunkel reinigte, wirkte am hellen Tageslicht noch viel imposanter. Im 8. Stock herrschte geschäftiges Treiben. Eine Frau um die 40 empfing sie freundlich. Guten Tag, Valentina. Ich bin Patricia Sanchez, die Leiterin der Personalabteilung. Bitte nehmen Sie Platz. Das Gespräch dauerte 1 Stunde. Fragen zu ihren Kenntnissen, hypothetische Fallbeispiele aus der Praxis. Valentina antwortete so präzise und ehrlich wie möglich. Sie verschwieg nicht, dass sie ihr Studium abgebrochen hatte und seit Monaten als Reinigungskraft arbeitete. Patricia machte sich eifrig Notizen. Am Ende schloss sie die Akte. Sie haben 2 Jahre studiert, aber keinen Abschluss. Das ist auf dem Papier natürlich ein Nachteil. Allerdings sind ihre theoretischen Fachkenntnisse hervorragend. Ihre Antworten waren absolut präzise. Wir würden gerne einen praktischen Test mit Ihnen machen. Hätten Sie morgen um 10 Uhr Zeit? Valentina spürte einen Hoffnungsschimmer. Ja, sehr gerne. Ich werde da sein. Als Sebastian am nächsten Morgen mit dem Kaffee kam, berichtete Valentina ihm aufgeregt von dem Gespräch. Ich habe morgen den praktischen Test. Sebastian lächelte erfreut. Wie war dein Gefühl beim Gespräch? Gut, glaube ich. Aber ich bin unglaublich nervös. Das ist völlig normal, beruhigte sie Sebastian. Valentina sah ihn forschend an. Sie wussten, dass man mich anrufen würde, oder? Sebastian schüttelte den Kopf. Nein, ich habe dir versprochen, mich nicht einzumischen. Und daran habe ich mich gehalten. Wenn sie dich angerufen haben, dann nur, weil deine Unterlagen die erste Hürde genommen haben. Der Rest liegt ganz bei dir, Valentina. Sie wollte ihm glauben, und ein Teil von ihr tat es auch. Er hatte sie bisher nie belogen. Danke, sagte sie leise. Wofür? Fragte Sebastian. Für den Hinweis auf die Stelle, für den sanften Schubs und dafür, dass sie an mich geglaubt haben, als ich selbst nur noch die Putzfrau in mir sah. Sebastian sah sie ernst an. Du warst nie nur die Putzfrau, Valentina. Du musstest dich nur selbst wieder daran erinnern. Am nächsten Tag erschien Valentina pünktlich zum Test. Man setzte sie an einen Computer mit Excel, komplexe Fallbeispiele, Abstimmungen, Berechnungen. 3 Stunden lang arbeitete sie hochkonzentriert, rief all das Wissen ab, von dem sie geglaubt hatte, es längst vergessen zu haben. Als sie fertig war, prüfte Patricia ihre Ergebnisse. Diese 20 Minuten Wartezeit fühlten sich an wie eine Ewigkeit. Schließlich blickte Patricia auf. 92% Genauigkeit. Das ist ein hervorragendes Ergebnis. Valentina spürte, wie ihr die Knie weich wurden. Wirklich? Patricia nickte lächelnd. Wir müssen noch die üblichen Abklärungen und Referenzen prüfen. Aber wenn da alles in Ordnung ist, gehört die Stelle Ihnen. Start wäre am 1. des kommenden Monats, also in 2 Wochen. Valentina verließ das Gebäude wie auf Wolken. Sie konnte es kaum fassen. Sie hatte es geschafft, aus eigener Kraft, ohne Mitleid, ohne Protektion, einfach nur durch ihre Leistung. In den folgenden 2 Wochen putzte sie die Büros mit einer völlig neuen Energie. Sie wusste, dass es das letzte Mal sein würde, dass sie bald durch den Haupteingang kommen würde, um als Büroangestellte zu arbeiten, dass sich ihr Leben von Grund auf verändern würde. Als sie Sebastian am nächsten Morgen die Nachricht überbrachte, strahlte er über das ganze Gesicht. Herzlichen Glückwunsch, du hast es dir ganz allein verdient. Valentina kämpfte mit den Tränen der Erleichterung. Danke für alles.
Ich habe nichts getan, wehrte Sebastian ab, die Arbeit hast du ganz allein geleistet. Sie tranken ihren Kaffee in einem vertrauten, aber veränderten Schweigen. Einem Schweigen voller neuer Möglichkeiten. Schließlich ergriff Sebastian wieder das Wort. Wenn du anfängst, werden wir die morgendlichen Cafés hier einstellen müssen. Das wäre unprofessionell. Ich bin dann offiziell dein oberster Chef. Valentina spürte einen kurzen Stich der Enttäuschung. Ja, da haben Sie recht. Sebastian sah sie intensiv an. Aber vielleicht können wir diesen echten Kaffee trinken gehen. Außerhalb des Büros. Nach der Arbeit. Als Freunde. Valentina lächelte erleichtert. Das würde mir sehr gefallen. Die 2 Wochen vergingen wie am Flug. Valentina kaufte sich in einem Brockenhaus 2 schlichte Blusen. Nichts Nobles, aber ordentlich und sauber gebügelt. Dazu eine schwarze Stoffhose, deren leicht ausgefransten Saum sie nachts mit Nadel und Faden selbst flickte. Ihre Schuhe waren immer noch dieselben alten, kaputten Turnschuhe. Aber es fehlten nur noch 6 Wochenraten, bis ihre Schulden komplett abbezahlt waren. 6 Wochen, das war nichts im Vergleich zu der langen Zeit des Wartens zuvor. Ihre letzte Nachtschicht als Reinigungskraft war von einer leisen Wehmut begleitet. Als sie den Mob ein letztes Mal über die vertrauten Böden zog, spürte sie tiefe Dankbarkeit. Dieser Job hatte sie gerettet, als sie nichts mehr hatte. Er hatte ihr ihre Würde gelassen, als andere in ihr nur ein Scheitern sahen. Nun ließ sie ihn hinter sich, nicht mit Verachtung, sondern mit Respekt. Sebastian war in dieser letzten Nacht nicht da. Er war auf einer Geschäftsreise im Ausland. Valentina packte am frühen Morgen ihre Sachen zusammen und verabschiedete sich vom Sicherheitsmann, der sie nach 5 Monaten zum ersten Mal nach ihrem Namen fragte. Ich werde Sie hier vermissen, sagte er lächelnd. Valentina erwiderte das Lächeln. Ich werde weiterhin hier sein, nur durch eine andere Tür. Am Montag um 8:30 betrat Valentina das Gebäude durch das Hauptportal. Gekleidet in ihre neue Bluse, die geflickte Hose und die kaputten Schuhe, die nun am hellen Tageslicht für jeden sichtbar waren. Der Sicherheitsmann erkannte sie sofort wieder. Ah, Sie sind es. Ja, bestätigte Valentina lächelnd. Aber ab heute arbeite ich in der Buchhaltung. Großartig. Herzlichen Glückwunsch, freute er sich und händigte ihr ihren dauerhaften Mitarbeiterausweis aus. Als sie sich das Band um den Hals legte, fühlte sie sich zum ersten Mal seit Jahren wieder als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft. Patricia Sanchez empfing sie kurz am HR, ließ sie die Verträge und die üblichen Formulare unterschreiben und wünschte ihr einen guten Start. Ihr Arbeitsplatz ist am 6. Stock. Frau Mendes ist die Abteilungsleiterin der Buchhaltung. Sie wird sie einarbeiten. Im 6. Stock angekommen, betrat Valentina das Großraumbüro. 7 Personen arbeiteten bereits konzentriert an ihren Bildschirmen. Valentina trat schüchtern näher. Guten Morgen, ich suche Frau Mendes. Eine Frau um die 50 blickte auf. Guten Morgen, du musst Valentina sein. Herzlich willkommen. Komm, ich zeige dir deinen Platz. Ihr Schreibtisch stand direkt am Fenster. Ein moderner Computer, ein Telefon, Schreibutensilien. Alles war bereit. Frau Mendes stellte sie dem Team vor. Roberto, der Senior Analyst, Carmen aus der Debitorenbuchhaltung und Daniel, der für die Abstimmungen zuständig war. Alle begrüßten sie mit professioneller Höflichkeit. Niemand fragte nach ihrer Herkunft und niemand schien ihre kaputten Schuhe unter dem Schreibtisch zu bemerken. Die ersten Tage waren anstrengend. Neue Softwareprogramme, komplexe interne Abläufe, anspruchsvolle Kundenkonten. Valentina kehrte abends oft mit rauchendem Kopf in ihr kleines Zimmer zurück, aber sie beklagte sich nicht. Das war um Welten besser, als nachts Böden zu wischen. Frau Mendes erwies sich als ausgezeichnete Vorgesetzte, fordernd, aber geduldig und fair. Sie teilte Valentina zunächst kleinere Lieferantenkonten zu, damit sie sich in Ruhe einarbeiten konnte. Valentina arbeitete akribisch. Sie überprüfte jede Buchung doppelt. Fehler konnte sie sich nicht erlauben. In der 2. Woche trat Roberto an ihren Tisch. Du, Valentina, kannst du mir kurz bei dieser Abstimmung helfen? Die Zahlen gehen einfach nicht auf. Valentina blickte auf seinen Bildschirm, ließ ihre Augen über die Tabellen gleiten und entdeckte die Unstimmigkeit nach wenigen Minuten. Hier ist der Fehler. Du hast diese Zahlung doppelt erfasst. Roberto überprüfte die Zeile. Tatsächlich. Mensch, danke dir. Wie hast du das so schnell gesehen? Valentina zuckte bescheiden mit den Schultern. Ich weiß auch nicht. Ich habe wohl einfach ein Auge für Zahlen. Carmen hatte das Gespräch mitgehört und gesellte sich später zu ihr. Stimmt es eigentlich, dass du nur 2 Jahre studiert hast? Valentina nickte. Ja, ich musste das Studium leider abbrechen. Carmen sah sie anerkennend an. Nun, du hast definitiv Talent. So etwas lernt man nicht nur an der Uni, das muss einem am Blut liegen. Allmählich lebte sich Valentina ein. Das Team akzeptierte sie und Frau Mendes übertrug ihr anspruchsvollere Aufgaben. Valentina bewältigte die neuen Herausforderungen mit einer Effizienz, die sie selbst überraschte. Nach einem Monat bat Frau Mendes sie zu einem Gespräch in ihr Büro.
Setz dich bitte, Valentina. Ich möchte kurz mit dir sprechen. Valentinas Herz klopfte schneller. Habe ich einen Fehler gemacht? Frau Mendes schüttelte lächelnd den Kopf. Ganz am Gegenteil. Du hast alle unsere Erwartungen übertroffen. Deine Berichte sind makellos. Deine Fehlerquote liegt bei unter 2%. Das schaffen manche Kollegen mit jahrelanger Erfahrung nicht. Deshalb möchte ich dir ein wichtiges Projekt anvertrauen. Wir haben einen neuen Großkunden aus der Importbranche gewonnen. Deren Buchhaltung ist ein einziges Chaos und muss komplett neu strukturiert werden. Das ist eine Menge Arbeit. Eigentlich wollte ich es Roberto geben, aber er ist voll ausgelastet. Traust du dir das zu? Valentina spürte den Funken der Herausforderung in sich aufsteigen. Wie viel Zeit habe ich dafür? 6 Wochen. Valentina überschlug die Zahlen am Kopf. Ich schaffe das. Frau Mendes lächelte zufrieden. Ich habe nichts anderes von dir erwartet. Mit einer dicken Aktenmappe kehrte Valentina an ihren Platz zurück. Das war ihre Chance zu beweisen, dass sie diesen Job wirklich verdient hatte. In den folgenden Tagen vergrub sie sich tief in den Zahlen des Neukunden. Es war tatsächlich ein einziges Durcheinander. Unvollständige Belege, nicht verbuchte Zahlungseingänge, falsch deklarierte Konten. Sie machte Überstunden, kam früher und ging später. Sie ordnete das System Schritt für Schritt, erstellte neue Vorlagen und schulte die Mitarbeiter des Kunden per Videocall ein. Nach bereits 5 Wochen hatte sie das Chaos beseitigt und eine saubere Buchhaltung aufgebaut. Frau Mendes war begeistert. Das ist fantastische Arbeit, Valentina. Der Kunde ist voll des Lobs und möchte, dass du die Betreuung seines Mandats dauerhaft übernimmst. Ein Gefühl von echtem Stolz erfüllte Valentina. Zum ersten Mal seit Jahren ging es nicht mehr nur um das nackte Überleben, sondern darum, sich eine Zukunft aufzubauen. In all dieser Zeit hatte sie Sebastian kaum gesehen. Sie begegneten sich nicht auf den Gängen, nicht im Lift, nicht in der Lobby. Es war, als wäre er für sie unsichtbar geworden jetzt, da sie für das Gebäude sichtbar war. Sie fragte sich schon, ob er ihr absichtlich aus dem Weg ging, um keine unangenehme Situation zu schaffen, bis an einem Freitagnachmittag ihr Bürotelefon läutete. Buchhaltung, Valentina Ruiz am Apparat. »Hallo Valentina, hier ist Sebastian«, tönte die vertraute Stimme am anderen Ende der Leitung. »Hättest du kurz Zeit, zu mir nach oben zu kommen? Es ist nichts Schlimmes. Ich bräuchte nur kurz deine fachliche Einschätzung zu einem Thema.« Valentinas Herz klopfte spürbar schneller, als sie mit dem Lift in die Chefetage fuhr. Das letzte Mal hatte sie diesen Stock mit einem Putzeimer betreten. Jetzt kam sie als Kollegin, als Fachkraft. Sebastians Assistentin bat sie direkt hinein. Sebastian saß hinter seinem großen Schreibtisch und blickte auf, als sie eintrat. Er lächelte warm. »Valentina, danke, dass du so schnell Zeit hattest. Setz dich doch bitte.« Sie nahm auf dem bequemen Ledersessel Platz. »Wie kann ich Ihnen helfen, Herr Villarreal?« Sebastian verzog scherzhaft das Gesicht. »Sebastian reicht völlig, wenn wir unter uns sind, keine Sorge.« Er schob ihr eine Mappe hinüber. »Es geht um eine geplante interne Revision unserer eigenen Konten. Ich brauche jemanden mit einem scharfen Blick für Details. Jemandem, dem Unstimmigkeiten sofort auffallen. Frau Mendes hat dich wärmstens empfohlen. Sie meinte, du seist die Beste, die sie momentan im Team hat.« Valentina spürte ein warmes Gefühl der Bestätigung. »Frau Mendes hat das gesagt?« Sebastian nickte. Sie meinte, du hättest in einem Monat die Arbeit von einem halben Jahr erledigt. Das Projekt soll 3 Monate dauern. Du würdest während dieser Zeit direkt an mich berichten. Hast du Interesse? Valentina schlug die Mappe auf. Es ging um die Überprüfung aller internen Buchungsabläufe, das Aufspüren von Ineffizienzen und das Ausarbeiten von Optimierungsvorschlägen. Eine anspruchsvolle, hochinteressante Aufgabe. Ja, ich habe großes Interesse. Sebastian strahlte. Hervorragend. Start ist am Montag. Valentina nickte, zögerte dann aber kurz. Eine Frage hätte ich noch, Sebastian. Haben Sie Frau Mendes in irgendeiner Weise beeinflusst, damit sie mich vorschlägt? Sebastian sah sie ernst an. Nein, Valentina. Ich wusste gar nicht, dass sie dich vorschlagen würde, bis sie mir deinen Namen nannte. Ich gebe dir mein Wort darauf. Das ist allein das Verdienst deiner hervorragenden Arbeit, nicht unserer Bekanntschaft. Valentina atmete erleichtert auf. Gut, das war mir wichtig zu wissen. Das verstehe ich, sagte Sebastian sanft. Und es freut mich, dass du fragst. Es zeigt mir, dass du nichts annehmen willst, was du dir nicht selbst erarbeitet hast. Ein kurzes, vertrautes Schweigen entstand zwischen ihnen. Dann fragte Sebastian mit weicherer Stimme, wie geht es dir überhaupt? Ich habe unsere morgendlichen Gespräche vermisst. Valentina lächelte leise. Ich auch. Aber Sie hatten recht. Am Büro müssen wir professionelle Grenzen wahren. Das stimmt, entgegnete Sebastian. Aber das hindert uns ja nicht daran, diesen Kaffee außerhalb der Arbeitszeit zu trinken. Wenn du noch möchtest. Gerne. Wann denn? Morgen? Valentina stutzte kurz. Morgen ist Samstag. Sie musste schmunzeln. Stimmt. Ich habe ja jetzt am Wochenende frei.
Das vergesse ich manchmal noch. Sebastian lachte. Siehst du? Ich kenne da ein nettes kleines Café am Seefeld. Ich schicke dir die Adresse. Valentina stand auf. Ich freue mich darauf. Als sie sein Büro verließ, spürte sie ein angenehmes Kribbeln am Bauch. Das war nun definitiv kein rein geschäftliches Treffen mehr. Am Samstag traf sie 15 Minuten zu früh am Café am Seefeld ein. Es war ein gemütlicher kleiner Ort mit Holztischen und dem Duft von frisch gebackenen Croissants. Sebastian erschien kurz darauf, ganz leger in Jeans und Hemd, ohne Krawatte und Sakko. Er wirkte jünger, nahbarer. Sie bestellten Kaffee und Gebäck und das Gespräch entwickelte sich völlig ungezwungen. Ohne das unsichtbare Band von Chef und Angestellter erzählten sie sich gegenseitig aus ihrem Leben. Sebastian sprach von seinen Eltern, die zurückgezogen in Luzern lebten, und von seiner Schwester Laura, die 3 Kinder hatte, für die er wegen der Arbeit leider viel zu wenig Zeit fand. Valentina erzählte von ihrer Mutter am Wallis, der sie jeden Monat Geld überwies, und von ihrem Wunsch, sie bald wieder einmal zu besuchen, jetzt wo es ihr finanziell endlich besser ging. Sie unterhielten sich 2 Stunden lang, lachten viel und entdeckten überraschend viele Gemeinsamkeiten. Als sie das Café verließen, fragte Sebastian vorsichtig, »Können wir das bald wiederholen?« Valentina nickte lächelnd. »Sehr gerne.« Sebastian zögerte einen Moment. »Darf ich dich noch etwas fragen?« »Sicher. Trägst du die alten Schuhe immer noch?« Valentina blickte an sich herab. »Ja, das tue ich.« Sebastian runzelte die Stirn. »Aber du verdienst doch jetzt deutlich besser. Du könntest dir problemlos neue kaufen.« »Das könnte ich«, stimmte Valentina zu. »Aber ich schulde immer noch 1.000 Franken. In genau 4 Wochen werde ich die letzte Rate überweisen. Sobald die Schuld vollständig beglichen ist, kaufe ich mir neue Schuhe. Keine Sekunde früher. Das bin ich mir selbst schuldig.« Sebastian sah sie mit einer Mischung aus Bewunderung und Zuneigung an. »Ich verstehe das. Und ich respektiere es zutiefst.« Valentina spürte, wie das Eis um ihr Herz weiterschmolz. Sie verabschiedeten sich mit einer kurzen Umarmung. »Bis Montag am Büro«, sagte Sebastian mit einem Augenzwinkern. »Als Chef und Mitarbeiterin.« Als Chef und Mitarbeiterin bestätigte Valentina lächelnd. »Und bis nächsten Samstag als ganz normale Menschen«, fügte er hinzu. Auf der Heimfahrt in der S-Bahn fühlte sich Valentina glücklich wie schon lange nicht mehr. Sie baute sich ein neues Leben auf, hatte eine Arbeit, die sie erfüllte, und einen Mann an ihrer Seite, der sie so sah, wie sie wirklich war, auf Augenhöhe. In 4 Wochen würde dieses dunkle Kapitel endgültig abgeschlossen sein. Dann war sie bereit für das Neue. Das Revisionsprojekt begann am Montag. Sebastian hatte ihr ein kleines, aber funktionales Büro in der Chefetage zugewiesen. Valentina verbrachte die erste Woche ausschließlich damit, Belege, Verträge und Bankauszüge der letzten 3 Jahre zu sichten. Sie arbeitete oft bis spät in den Abend hinein. Sebastian schaute gelegentlich kurz vorbei, fragte höflich nach dem Rechten und wahrte stets die vereinbarte professionelle Distanz. Die Samstage wurden schnell zu ihrem festen Ritual. Sie trafen sich am Seefeld, redeten stundenlang und lachten viel. Sebastian genoss es sichtlich, einmal die Maske des stets kontrollierten CEOs ablegen zu können. Und Valentina schätzte es, dass er ihr aufmerksam zuhörte, wenn sie von ihren Entdeckungen in den Büchern erzählte. »Du siehst Dinge, die sonst niemandem auffallen«, bemerkte er einmal anerkennend. »Es ist, als würden die Zahlen mit dir sprechen.« Eines Nachmittags stieß Valentina bei ihren Analysen auf eine gravierende Unstimmigkeit in einem der Hauptkonten. Gelder, die auf den Bankauszügen auftauchten, wurden in den internen Büchern falsch oder gar nicht erfasst. Sie prüfte die Zahlen 3-mal, um ganz sicher zu gehen. Es war kein Versehen. Das System dahinter war offensichtlich. Sie ging direkt zu Sebastians Büro und klopfte an. »Sebastian, ich habe etwas gefunden, das du dir ansehen solltest.« Sebastian spürte den Ernst der Lage an ihrer Stimme und bat sie sofort herein. Valentina klappte ihren Laptop auf und zeigte ihm die Unstimmigkeiten. Hier auf diesem Konto fehlen über die letzten 6 Monate verteilt knapp 20.000 Franken. Jemand verschiebt hier ganz gezielt kleinere Beträge. Sebastians Miene verfinsterte sich, als er die Zahlen studierte. »Das ist kein Buchungsfehler mehr. Wer betreut dieses Konto?« Valentina schluckte trocken. »Roberto, der Senior-Analyst aus meinem alten Team.« Sebastian atmete tief aus. »Roberto ist seit 8 Jahren in der Firma. Ich hielt ihn immer für absolut vertrauenswürdig.« »Ich beschuldige niemanden vorab«, sagte Valentina leise. »Ich zeige dir nur, was in den Büchern steht.« »Ich weiß, Valentina. Danke für deine Sorgfalt. Ich werde der Sache nachgehen. Bitte behalte das vorerst für dich.« 2 Tage später rief Sebastian sie erneut zu sich. Er sah müde aus. »Du hattest recht. Ich habe Roberto mit den Beweisen konfrontiert. Er hat es sofort zugegeben. Er hat noch am selben Tag seine Kündigung eingereicht.« Valentina spürte eine schwere Last auf ihren Schultern. »Es tut mir leid.« »Mir auch«, sagte Sebastian ernst.
Aber du hast das Richtige getan. Wenn das so weitergegangen wäre, hätte es das Unternehmen irgendwann Millionen kosten können. Am nächsten Tag verbreitete sich die Nachricht am Team wie ein Lauffeuer. Roberto war weg. Schnell machten Gerüchte die Runde, dass die Neue aus der Revision etwas damit zu tun hatte. Carmen sprach Valentina in der Kaffeeküche darauf an. Stimmt es, dass du Unstimmigkeiten in seinen Büchern gefunden hast? Valentina wich aus. Ich habe nur die normale Revision durchgeführt. Carmen sah sie nachdenklich an. Roberto war ein netter Kollege, aber wenn er in die Kasse gegriffen hat, dann war es richtig, dass du es aufgedeckt hast. Nicht alle dachten so sachlich wie Carmen. Daniel würdigte Valentina keines Blickes mehr. Und die Atmosphäre am Team wurde merklich kühler. Frau Mendes rief Valentina schließlich zu sich. Ich weiß, dass du nur deinen Job gemacht hast, Valentina, aber die Stimmung am Team ist momentan sehr angespannt. Einige fühlen sich durch dein Vorgehen bedroht. Gib ihnen etwas Zeit, das muss sich erst widerlegen. Am darauffolgenden Samstag wirkte Valentina sichtlich bedrückt. Sebastian bemerkte es sofort und nahm am Café behutsam ihre Hand. Was bedrückt dich? Valentina erzählte ihm von der eisigen Stimmung am Büro und dem Gefühl der Ausgrenzung. Sebastian drückte ihre Hand sanft. Es tut mir unglaublich leid, dass du das durchmachen musst, aber du hast absolut integer gehandelt. Manche Menschen können es schlicht nicht ertragen, wenn jemand seine Arbeit mit einer solchen Konsequenz und Ehrlichkeit macht, weil es ihnen den Spiegel vorhält. Valentina sah ihn an, und in diesem Moment wurde ihr bewusst, wie viel ihr seine Unterstützung bedeutete. Sebastian räusperte sich kurz und sah sie intensiv an. Valentina, diese Samstage mit dir sind mittlerweile das absolute Highlight meiner ganzen Woche. Ich ertappe mich immer öfter dabei, wie ich mich schon Tage vorher darauf freue. Ich weiß, wir wollten es langsam angehen lassen und professionell bleiben, aber ich empfinde mittlerweile viel mehr für dich als nur Freundschaft. Und ich glaube, dir geht es ganz ähnlich. Valentina entzog ihm langsam ihre Hand. Ich habe einfach große Angst, Sebastian. Das letzte Mal, als ich mich so geöffnet habe, hat es mich fast ruiniert. Ich weiß, sagte Sebastian sanft. Und ich kann dir keine Garantien für die Zukunft geben. Das kann niemand, aber ich kann dir meine Ehrlichkeit, meine Geduld und meine uneingeschränkte Wertschätzung versprechen. Deine Aufrichtigkeit und dein Stolz trotz all der schweren Zeiten haben mir mehr über wahre Würde beigebracht als alles andere in meinem bisherigen Leben. Bei diesen Worten brachen bei Valentina alle Dämme. Die Tränen, die sie so lange zurückgehalten hatte, flossen ungehindert an ihren Wangen herab. Sebastian reichte ihr schweigend ein Taschentuch und hielt einfach nur ihre Hand, bis sie sich wieder beruhigt hatte. In 2 Wochen werde ich die letzte Rate bezahlen, flüsterte sie schließlich. Dann ist dieses Kapitel endlich abgeschlossen. Und vielleicht bin ich dann auch bereit für einen Neuanfang. Sebastian lächelte erleichtert. Ich werde auf dich warten. Lass dir alle Zeit, die du brauchst. 2 Wochen später war es soweit. Mit einer letzten Online-Überweisung beglich Valentina den ausstehenden Restbetrag. Als die Bestätigung auf dem Bildschirm aufleuchtete, fühlte sie sich so leicht wie schon jahrelang nicht mehr. Sie war endlich wieder frei. Am Samstag erschien sie mit einer weißen Einkaufstüte am Café. Sebastian blickte neugierig darauf. Was hast du denn da Schönes? Valentina strahlte über das ganze Gesicht. Schau selbst. Sebastian öffnete die Schachtel und holte ein paar neue, schlichte weiße Turnschuhe hervor. Valentina zog unter dem Tisch ihre alten, kaputten Schuhe aus und schlüpfte in die neuen. Sie passten perfekt. Die Schulden sind weg? Fragte Sebastian mit einem breiten Lächeln. Valentina nickte mit feuchten Augen. Gestern habe ich den letzten Franken überwiesen. Das hier sind meine Schuhe der Freiheit. Sebastian sah sie voller Zuneigung an. Und wie fühlen sie sich an? Sie fühlen sich an wie ein echter Neuanfang, antwortete Valentina leise. Ich glaube, ich bin jetzt bereit für das nächste Kapitel. Mit dir. Sebastian drückte ihre Hand. Das ist das Schönste, was ich seit langem gehört habe. Ihre Verabredungen wurden bald zu einer festen Konstante in ihrem Leben. Sie trafen sich nun auch unter der Woche zum Abendessen oder gingen sonntags gemeinsam am See spazieren. Valentina bestand konsequent darauf, die Rechnungen zu teilen. Sie wollte keine Abhängigkeiten schaffen. Im Büro hielten sie sich weiterhin strikt an die professionelle Distanz, doch die Vorfreude auf die gemeinsame Zeit nach Feierabend begleitete sie durch jeden Arbeitstag. Nach 3 Monaten war das Revisionsprojekt erfolgreich abgeschlossen. Valentina hatte einen umfassenden, äußerst präzisen Bericht ausgearbeitet, der dem Unternehmen erhebliche Einsparungen einbringen würde. Sie überreichte Sebastian die gebundene Mappe an einem Freitagnachmittag persönlich in seinem Büro. Sebastian blätterte die Seiten durch und legte das Dokument schließlich beiseite. Das ist wirklich herausragende Arbeit, Valentina. Du hast Unstimmigkeiten aufgedeckt, die jahrelang übersehen wurden, und hast konkrete, umsetzbare Lösungen präsentiert. Ich möchte dir daher eine unbefristete Stelle als Senior-Finanzanalystin in meinem direkten Team anbieten.
Das Einstiegsgehalt liegt bei 9.500 Franken am Monat. Valentina stockte der Atem. Das war fast das Doppelte ihres bisherigen Gehalts. Es gibt allerdings eine wichtige Bedingung, fügte Sebastian mit ernster Stimme hinzu. Valentina spürte, wie sich ihr Magen kurz zusammenzog. Und die wäre: Wenn du diese Stelle annimmst und direkt an mich berichtest, müssen wir unsere Beziehung offiziell machen. Ich kann und will keine Geheimnisse vor der Personalabteilung haben. Das wäre ein klarer Interessenkonflikt. Wenn du das nicht möchtest, kannst du selbstverständlich auf deine alte Stelle in der Buchhaltung bei Frau Mendes zurückkehren. Und wir führen unsere Beziehung privat weiter wie bisher. Die Entscheidung liegt ganz bei dir. Ich möchte einfach, dass du das tust, was dich glücklich macht. Valentina musste nicht lange überlegen. Ich nehme die Stelle an. Und ich möchte mich nicht länger verstecken müssen. Ich bin stolz auf das, was wir haben. Sebastian atmete sichtlich erleichtert auf, stand auf und zog sie fest in seine Arme. Ich danke dir für dein Vertrauen, Valentina. Noch am selben Nachmittag informierten sie gemeinsam die Leiterin der Personalabteilung. Patricia Sanchez nahm die Mitteilung professionell und routiniert entgegen. Wir werden das entsprechend in Ihren Personalakten festhalten. Um jeglichen Schein von Befangenheit zu vermeiden, werden wir vereinbaren, dass Ihre jährlichen Leistungsbeurteilungen zusätzlich von einem neutralen Mitglied der Geschäftsleitung gegengeprüft werden. Sowohl Sebastian als auch Valentina stimmten dieser transparenten Lösung sofort zu. Am Abend entführte Sebastian sie in ein elegantes Restaurant hoch über den Dächern der Stadt. Sie feierten ihren Erfolg, ihre Zukunft und ihre gemeinsame Liebe. Während des Desserts griff Sebastian in seine Tasche und holte eine kleine, edle Schatulle hervor. Valentinas Herz klopfte wie wild. Es ist noch kein Verlobungsring, sagte Sebastian schmunzelnd, als er ihre feuchten Augen sah. Dafür ist es vielleicht noch etwas zu früh, aber ich möchte dir etwas schenken. Das symbolisiert, wie viel du mir bedeutest. Er öffnete die Schatulle. Darin lag eine filigrane Halskette mit einem winzigen, fein gearbeiteten Anhänger in Form eines Schuhs. Valentina musste gleichzeitig lachen und weinen. »Ein Schuh«, flüsterte sie gerührt. Sebastian legte ihr die Kette sanft um den Hals. Als Erinnerung daran, woher du kommst und wie viel Stärke dich dein Weg gekostet hat. Aber auch als Symbol dafür, dass du es verdienst, mit neuen Schritten und erhobenen Hauptes in eine wunderbare Zukunft zu gehen. An meiner Seite. Valentina strich sanft über den kleinen Anhänger. Er ist wunderschön. Danke, Sebastian. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Valentina. Mehr als ich je für möglich gehalten hätte. In den folgenden Monaten zog Valentina in Sebastians Wohnung ein. Es wurde ihr gemeinsames Zuhause, das sie nach ihren eigenen Vorstellungen gestalteten. Die alten, kaputten Turnschuhe warf Valentina nicht weg. Sie bewahrte sie in einer Schachtel ganz hinten am Schrank auf, als stummes Zeugnis einer Zeit, in der sie gelernt hatte, was wahre Würde bedeutete. Sie hatte die Schulden der Vergangenheit hinter sich gelassen, ihre Ängste überwunden und eine Arbeit gefunden, die sie liebte. Doch das Wertvollste, das sie auf diesem steinigen Weg gefunden hatte, war die Erkenntnis, dass wahre Liebe keine sozialen Unterschiede kennt. Sie sieht nur den Menschen, seine Werte und seine Seele, und das war das schönste Fundament für ihr neues Leben.